Eines der Themen, die mich immer wieder beschäftigt, ist Reisen. Ich weiss nicht, ob es dir auch so geht, was dich beschäftigt. Reisen einerseits machen meine Frau und ich beruflich, indem wir Gruppenreisen leiten. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt auf Ende Jahr eine grössere private Reise geplant. Und ich habe angefangen vorbereiten und dann geht es darum, ja, wo geht es jetzt wirklich hin und was ist das Beste um die Jahreszeit, welche Destination ist am besten, dann welche Hotels sind am besten und dann gehst du auf die Buchungsplattformen und schaust noch, welches Hotel könnte noch besser sein und dann denkst du, nein, ich buche doch noch nicht, weil ich weiss doch nicht, ob es das richtige Hotel ist und vielleicht gehe ich auf eine andere Plattform und gehe auf ChatGPT schauen und so weiter, oder? Und dann kommt der Flug, oder? Der Flug, oder? Fände ich ja, wann buche ich jetzt den, oder? Und dann bin ich tatsächlich so zweimal im Tag schauen, wie sich jetzt die Flugpreise entwickeln, welche Fluggesellschaft sollen wir nehmen, welches ist der günstigste Zeitpunkt und so weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, hallo, ich denke fast nichts mehr anders als an dem Zeugs rum. Das ist so richtig. Ich meine, das ist nichts Tragisches, wenn man so etwas vorbereitet. Es ist ja schön, wenn man das kann. Aber wenn es einem so richtig einzieht und so richtig die Hosen runterlässt dabei, oder? Hat plötzlich einfach nur noch an dem gedacht. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich buchen, jetzt muss ich abschliessen, jetzt muss ich aufhören und mit dem abschliessen. Ich weiss nicht, was dich an Materiellem in die Gefahr bringt, dich in Beschlag zu nehmen. Was dein Herz absorbiert. Ist es ein Auto? Sind es Kleider? Sind es Reisen bei mir? Was ist es dann? Seit einigen Jahren fokussieren wir uns in unseren Predigten immer wieder auf geistliche Gewohnheiten. Wie ein Sabbat haben wir schon gehabt, Gemeinschaft leben, in der Stille aushalten. All diese Sachen dienen uns, um mit Jesus reifen, näher bei Jesus zu sein. Und jetzt in dem frühen Herbst, wenn wir oder Spätsommer, wenn wir miteinander neue Gewohnheiten anschauen, die Gewohnheit von der Grosszügigkeit. Für Jesus ist der Umgang mit Besitz, in welcher Form auch immer, ein grosses Fokusthema gewesen. Ich habe es fast nicht geglaubt, aber ich glaube, dass Simon, der die Serie vorbereitet hat, dass fast ein Drittel der Worte von Jesus sich um Geld und Besitz drüllt. In einer Kultur, die prägt ist von «Habe ich echt wirklich genug?», setzt Jesus ein radikales Kontrastprogramm. Nämlich die Gewohnheit der Grosszügigkeit. Es ist ein Gegenmittel gegen das Schleichende. «Habe ich genug? Komme ich genug über? Ist es echt das Beste? Könnte es noch etwas besser geben? Könnte es noch toppen? Könnte ich noch warten? Könnte ich noch mehr investieren?» Und so weiter. Wie könnte ich das Optimalste herausholen? Ist das Kontrastmodell von Jesus, die Gewohnheit der Grosszügigkeit. Wenn man von Grosszügigkeit redet in dieser Serie, dann geht es natürlich viel mehr als um Geld, um Finanzen. Besitz könnte auch anders sein. Es kann sein um Zeit, Grosszügigkeit mit Zeit, Grosszügigkeit mit Aufmerksamkeit, Beziehungen, Begabungen und Einfluss. Es spielt keine Rolle, ob man grosszügig ist mit viel oder mit wenig. Auf beiden Arten kann man grosszügig sein. Ich bitte euch jetzt, euch kurz zu überlegen, kennt ihr eine Person oder zwei, die grosszügig ist? Überlegt euch kurz die Person. Dann überlegt euch, wie die Person ist. Ist sie griesgrämig? Stößt sie ab? Oder ist sie eine Person, die anzieht, wo man sich gern mit ihr abgibt? Ich habe mir überlegt, wer kenne ich so? Ich habe zwei Freunde, die sind sehr grosszügig. Über viele Jahrzehnte schon. Nicht nur zu mir, sondern auch zu anderen Menschen. Und ich habe gemerkt, wie sie auch zu sich selber grosszügig sind. Denn wer zu anderen grosszügig ist, ist auch zu sich grosszügig. Manchmal umgekehrt, nicht ganz so genau. Und ich habe gemerkt, es sind Menschen, die man gerne mit ihnen zusammen ist. Es sind Menschen, die anziehend wirken. Und sie haben mich geprägt. Sie haben mir geholfen, dass ich selber zu einem grosszügigen Mensch werden. Meine Vorbilder.
Mein Vater war auch so ein Vorbild, obschon wir ganz wenig Geld hatten in der Kindheit. Mein Vater war Pfarrer im Glanerland und da hat der Pfarrer wenig Geld verdient. Aber immer war es üblich, dass zum Pfarrer Bettler gekommen sind, Landstreicher, hat man denen auch gesagt. Und immer wenn so ein Bettler gekommen ist, hat er ein gutes Essen bekommen und ist mit einem neuen Hemd rausgelaufen. Und ich habe gedacht, mit was zahlen wir denn das keine Hemd wieder? Und er ist mit einem rumgelaufen oder mit sauberen Söcken oder Unterhose oder irgendetwas hat er wieder rübergekommen und ist rausgezogen. Und mein Vater war so grosszügig und das hat mich auch geprägt. Gestern Abend sind meine Frau und ich am 70. Geburtstag gewesen. Wir sind dann ein bisschen früher heimgegangen, damit ich fit bin heute für euch. Und da haben verschiedene Leute, es sind knapp 100 Gäste gewesen, eine riesige Party. Ganz viele Leute können sagen, was sie verbindet mit dem Geburtstagskind. Und da ist eine grosse Grosszügigkeit herausgekommen. Nicht nur finanziell, sondern viele haben gesagt, der Mann hat mich gefördert. Der Mann hat an mich geglaubt. Der Mann hat Zeit in mich investiert. Der Mann hat mich eingeladen. Der Mann hat mich ins Spiel gebracht. Und ich habe plötzlich gedacht, wow, was für ein Mann. Auf so verschiedene Art und Weise dermaßen grosszügig. Wir schauen jetzt einen längeren Text an von Jesus im Umgang mit Besitztum. Das ist ein Text, der herausfordert, echt, der vielleicht triggert. Mir gefällt er. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erde, wo Motten und Fresssitze fressen und wo die Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Frostsitze fressen, wo euch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Der dritte Teil. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wir haben da einen typischen Sandwich-Text. Ist nämlich in 3 Teile aufgeteilt. Oben ein bisschen Brot, unten ein bisschen Brot und zwischendurch das Fleisch. Reichtümer sammeln ist das erste Brot. Das Fleisch ist das Augengleichnis. Und nicht zwei Herren dienen, das ist der untere Teil vom Brot. Irgendwie dunkt es einem aber, dass das Fleisch gar nicht so richtig da passt. Wir haben miteinander schauen. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Sammelt euch Reichtümer, aber am richtigen Ort. Ich lese den Text nochmal. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Frostsitze fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Frostsitze fressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt nicht, wir sollen keine Reichtümer sammeln, sondern seine Frage stellt sich, wo wir unsere Reichtümer ansammeln. Er sagt, sammelt Reichtümer im Himmel. Wie um Himmels Willen kann man Reichtümer im Himmel sammeln? Wie man Reichtümer auf Erden sammeln kann, ist allen klar. Aber wie kann man Reichtümer im Himmel sammeln, indem man investiert jetzt schon ins Reich von Gott? Jesus sagt, wir können nicht an irdischen Sachen Reichtum festhalten, er ist unsicher. Jetzt geistert Gott durch die Presse durch, so die Frage, ob wir echt in einer grossen Blase sind, was Aktien anbelangt. Ob es irgendwann das Nödeli kommt, wo es platzt und dann plötzlich die Aktien wieder verlieren. Etwa das meint Jesus, oder würde sagen, wenn er heute reden würde. Im Unterschied zu dem Finanziellen, wo immer wieder vergehen kann,
wo uns abhanden kommt, wenn man älter wird, vielleicht im Pflegeheim, plötzlich ist das Zeug weg, weil das alles so teuer ist. Im Unterschied zu dem ist das, wo man ins Reich Gottes investiert, das ist wie ein Schatz auf der Himmelsbank und das bleibt. Glauben wir das? Ich selber habe gesagt am Anfang, ich bin grosszügig geprägt worden. Und ich bin wirklich ein grosszügiger Mensch, das darf ich heute sagen, einfach ganz so. Ich habe immer wieder ins Reich Gottes investiert. In Zeiten, wo ich ganz wenig Geld hatte. In Zeiten, wo ich mehr Geld hatte. In Zeiten, wo ich wenig Zeit hatte und in Zeiten, wo ich mehr Zeit hatte. Und ich habe gemerkt, es lohnt sich. Und trotzdem merke ich, wie mein Herz immer wieder auch sich am Materiellen festklammert und das Materielle so wichtig wird über allem hinein. Das ist manchmal so ein Verriss auf beide Seiten hin. Materieller Besitz hat das Potenzial, unseren Fokus übermäßig und ungut einzunehmen. Materieller Reichtum hat das Potenzial, dass es nie langt. Ich meine, wenn ihr die Presse lest von denen, die dann irgendwo ihr Leben ein Ende setzen, ob schon sie steinreich sind. Schauspieler, Musiker, erfolgreichste Geschäftsleute. Offenbar macht der Reichtum nicht wirklich nachhaltig glücklich. Wir haben den ersten Teil von dem Sandwich-Text. Sammelt euch Reichtümer, aber am richtigen Ort. Jetzt lassen wir den zweiten Teil aus und kommen zum dritten Teil. 2 Herren dienen, unmöglich. Ein Mensch kann nicht 2 Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Der dritte Abschnitt beinhaltet eine radikale Aussage. Der Mammon ist ein Ausdruck, ein aramäischer, für Besitz und für Geld. Jesus sagt, wir können nicht beidem dienen. Wir können nur Gott dienen und dem Besitz dienen. Entweder nehmen wir das eine unser Herz ein oder das andere. Parallelität, sagt Jesus, geht einfach nicht. Probier es aus und du wirst merken, er hat recht. Dann kommen wir jetzt zu dem Fleisch, zu dem mittleren Einlage. Das, was eigentlich scheint, passt gar nicht so recht drin. Es ist der Teil 2, ein gutes Auge haben. Was im Himmels Willen ist jetzt ein gutes Auge? Meine Frau hat gerade den grauen Star operiert 2-mal und sie hat wieder gute Augen. Aber ich glaube, in dem Text ist etwas anderes gemeint als eine Operation. Vielleicht braucht es auch eine Operation, aber im geistlichen Sinn. Können wir lesen den Mitteltext. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist ein Auge gut, dann ist ein ganzer Körper im Licht. Ist ein Auge jedoch schlecht, dann ist ein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird es sein? Warum steht das mitten in diesen 2 Texten, Text 1 und 3, über Besitztum und Geld, jetzt von diesen bösen und diesen guten Augen? Im Hebräischen bedeutet die Redewendung gutes Auge Tophaim. Und Tophaim bedeutet grosszügig. Also das gute Auge ist ein grosszügiges Auge. In der Sprüche steht, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Im Gegenzug bedeutet schlechtes Auge Ra'ain, das heißt Eigennützigkeit. Wir haben also das eigennützige Auge und das grosszügige Auge. Jetzt macht schon viel mehr Sinn als Sandwich-Text in dem ganzen Sandwich hinein. Ein gutes Auge zu haben bedeutet ein grosszügiges Herz besitzen. Ich komme zu Kopf, Herz und Hand. Wenn du und ich uns ausstrecken nach einem grosszügigen Lebensentwurf, zu einer grosszügigen Haltung, in eine grosszügige Wohnung kommen, dann beinhaltet das alle 3 Ebenen. Kopf, Herz und Hand.
Kopf. Grosszügigkeit können wir nur leben, wenn wir verstehen im Kopf, dass Gott ein grosszügiger Gott ist. Wie hat er die Schöpfung überschwänglich, grosszügig gemacht? Hätte er können sagen, für die Menschen, die die Schöpfung sowieso kaputt machen, lange ein bisschen grau und ein bisschen weiss und dann hat es. Wir könnten ein bisschen weniger Tiere und weniger Pflanzen machen, das würde auch lange, wir trampeln wieder drüber. Aber nein, Gott hat alles so grosszügig gemacht. Nur ist das Problem, dass der Mensch von Anfang an die Schöpfung mit dem kranken Auge angeschaut hat. Bei all dem, was Gott gegeben hat, hat der Mensch gesagt, ja, aber der Baum, von dem wollte ich auch. Gott hat gesagt, das ist nicht gut. Ja, Gott mag mir etwas nicht gönnen. Das ist das kranke Auge, das sagt, Gott mag mir etwas gar nicht gönnen. Mit welchem Auge schaust du? Wenn wir mal miteinander das gesunde Auge anschauen, wenn du mit dem gesunden Auge schaust, was siehst du? Du siehst Gott als einen versorgenden Vater. Du siehst, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist. Du siehst, dass dein Leben ein unverdientes Geschenk ist. Du kommst in Dankbarkeit gegenüber dem, was Gott dir gibt. Und du wirst grosszügig werden gegenüber anderen Menschen, weil du all das glaubst und das siehst. Demgegenüber ist das Auge vom Mangel, das kranke Auge. Du kennst Gott als einen Vater und Versorger, der die Sachen vorenthalten, nicht mag gönnen. Du kommst zu kurz. Du bist auf dich selber gestellt. Du hast keinen Gott, der dir hilft. Das Leben müsste eigentlich mehr bieten, oder? Schlussendlich hättest du es verdient. Du hast den Fokus darauf, was dir eigentlich noch fehlt. Und vielleicht schaust du mit dem Auge, mit Angst und mit Gier. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du mit einem gesunden Auge schauen kannst. Dass du Gott als einen gebenden Gott kannst verstehen, der dir mag gönnen und der ein guter Gott ist. Und das vor allem in der Schöpfung kannst sehen. Zweites, das Herz. Dein Herz steht für die Ebene der Gefühle und der Erfahrung. Erfahrungen prägen unser Herz. Hast du wenig Grosszügigkeit erlebt? Hast du keine Freunde oder Bekannte oder Menschen im Leben wie ich, die grosszügig sind? Hast du nie Eltern, Lehrer oder Vorgesetzte erlebt, die grosszügig sind? Gott möchte dir zeigen, dass er grosszügig ist. Vielleicht kannst du eine Liste erstellen, für was dass du Gott alles dankbar sein kannst. Und mit dieser Liste jeden Tag Gott danken. Und es könnte sein, dass dein Auge gesund wird, weil du mehr siehst, was du hast, als das, was du nicht hast. Das dritte nach Kopf, Herz ist die Hand. Am besten üben wir Grosszügigkeit ein, indem wir es Praxis machen. Nicht im Kopf und nicht im Herz behalten, sondern ganz in Action, Tat in der Praxis. Praxis ist wichtig für uns zum Lernen. Wir können Grosszügigkeit trainieren und einüben. Du kannst nicht einfach den Schalter umlegen und sagen, so, ab morgen bin ich grosszügig. Das geht nicht. Aber wenn du anfängst, in einem Bereich grosszügig zu sein, könnte es sein, dass plötzlich die anderen mitkommen. Grosszügigkeit in allen Aspekten vom Leben, zum Beispiel Grosszügigkeit mit Zeit, mit Vergehen, Grosszügigkeit mit Vergehen. Oder Grosszügigkeit mit Gastfreundschaft. Grosszügigkeit mit Geld. Grosszügigkeit mit Ermutigung. Oder mit Ehrerweisung. Ich habe in der Vorbereitung an einen Mann denken, der immer so ehrenvoll die Menschen behandelt. Ich habe gedacht, wow, ist der mir ein Vorbild, ich habe es noch nicht geschafft.
Wenn er einfach so kann die Leute so Ehre geben, das ist auch grosszügig. Da muss gar nicht unbedingt Geld dazu haben. Oder gestern hat ein Sohn von dem, der Geburtstag hatte, gesagt, ich habe meinen Vater nie gehört im ganzen Leben, negativ über eine Person zu reden. Der Jubilar ist grosszügig, indem er die Menschen annimmt, wie sie sind. Und sie kann verstehen, wie sie sind. Und sie kann stehen lassen, wie sie sind. Von dem her hat mir der Geburtstag gestern eine gute Vorlage gegeben für die Predigt heute. Ich könnte es allenfalls über Spesen nehmen. Ich habe keine Spesen. Ich habe noch die Frage, wie grosszügig bist du mit dir selber? Ja, wie grosszügig bist du mit dir selber? Bist du knauserig mit dir? Und wenn du geheiratet bist, die Frage, wie grosszügig bist du mit dem Ehepartner? Futter, um nachher beim Mittagessen mit meiner Frau darüber zu reden. Nimm mir doch etwas Kleines vor, wo du nächste Woche möchtest grosszügig sein. In welchem Bereich möchtest du das sein? Im Bereich von Zeit verschenken, Aufmerksamkeit, Ehrerbietung verschenken, Geld weiterzugeben. Der Elias hat heute Morgen erzählt, im Warm-up, wo wir als Mitarbeiter zusammenkommen und dann kommt eine kleine Geschichte von Elias und er hat erzählt, wie er jemandem mehr gewintet hat, als er eigentlich dieser Person geschuldet ist. Ich dachte, ich bin grosszügig. Minuten später ist der Betrag schon wieder zurückgekommen. Wo könntest du in den nächsten Wochen grosszügig sein? Das Trainieren ist das eine und das andere ist das Wirken vom Heiligen Geist. Wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist, damit wir grosszügig sein können. Noch etwas zum Schluss. Die Billy Graham, ein grosser Evangelist, der sehr viele Tausende, Zehntausende von Menschen auf dieser Welt geprägt hat, hat Folgendes gesagt. Wenn ein Mensch seine Einstellung zum Geld ordnet, hilft das, fast jeden anderen Bereich seines Lebens zu ordnen. Wenn ein Mensch seine Einstellung zum Geld ordnet, hilft das, fast jeden anderen Bereich seines Lebens zu ordnen. Das ist ein Mann, der es wissen muss. Und es ist das, was ich auch erfahren habe in meinem Leben, auch wenn es noch einiges zu ordnen gibt. Darf ich euch bitte zum Aufstehen fürs Gebet? Jesus, ich danke dir für den herausfordernden Text. Du willst uns nicht etwas vorenthalten, sondern du meinst es gut mit uns. Ich bitte dich, dass Menschen, die skeptisch sind, ob du gut meinst, können durchdringen zum Gedanken, Jesus meint es gut. Jesus, du weißt, wie das Leben funktioniert. Du weißt, wie unser Leben frei wird. Und du weißt, weil du dein eigenes Leben verschenkt hast, wie reich wir werden, wenn wir unser Leben verschenken für andere. Oder einen Teil vom Leben. Jesus, ich ehre dich dafür, dass du dein Leben für uns verschenkt hast. Allmächtiger Gott, ich ehre dich für die Schöpfung, die so vielfältig ist, so wunderbar, so gewaltig, so reich, so fantastisch. Ich kann es kaum glauben, dass die ersten Wiesen schon wieder grün werden. Ich kann es kaum glauben, dass die ersten Blumen schon wieder blühen. Du hast es wunderbar gemacht. Du grosszügiger Gott. Du allmächtiger Gott, du liebender Vater, du fürsorgender Vater. Ich bin froh, habe ich dich. Hilf uns auch,
Die in der Gefahr stehen, vom nicht genug nachrennen. Die in der Gefahr stehen von der Selbstoptimierung. Hilft uns, dass wir relaxed werden können. Ob wir viel oder wenig haben. Im Vertrauen auf dich. Amen.